zusammen und willkommen zu FIFA 17 Legend Coach hier auf meinem Kanal Wi-Fi. Du bringst Legend Coach, hast du noch Vorschläge gekriegt für deine Upgrades, die du gespielt hast in der letzten Folge? Ah ja, stimmt. Vorschläge habe ich gar nicht geschaut, ob es irgendwelche geht. Check ich gerade mal ab da, warte. Also, dann schauen wir mal da. Was haben wir? Da, Legend Coach Folge, Kommentar. Okay, der Pinky feiert die Serie. Aber er hat noch keinen Vorschlag gebracht, wie er sonst meistens das letzte Mal gemacht hat, so geil. Und auch sonst leider wirklich kein Vorschlag gekommen. Jürg, dann erklär du mir doch einmal, wie du die Folge weiterführen willst, wenn keine Vorschläge gekommen sind von deiner Community. Erklär einmal. Ja, erklären. Das ist leider nicht möglich, dass es keine Erklärung gibt, keine Vorschläge kann. Ja, in dem Fall war es das mit dem Legend Coach hier auf deinem Kanal. Aber weißt du was, du hast schon lange nicht mehr Grisha Yeti grüß dich gebracht. Wie wär's denn, wenn du wieder einmal eine Folge davon bringst? Das wäre doch eine geile Sache. Echt geiler Vorschlag, Jürg. Muss ich sagen, Hammer-Idee, könnt ihr echt machen. Und weißt du was, ich könnte sogar noch die Leute fragen, ob sie Fragen an mich haben. Ich hau doch direkt einmal auf Instagram etwas raus, eine kurze Foto machen. Und ein kleiner Text. So, dann machen wir hier ein Foto. Zack! Foto gemacht, meine Güte, bin ich fotogen. Hey. Unglaublich. Dann schreiben wir hier noch kurz her, dass man mir Fragen stellen für das Q&A. Pam, veröffentlichen. Dann haben wir das auch gemacht. Hoffentlich kommen geile Fragen zusammen. Danke dir nochmal, Jürg, für den Tipp. Und ich hoffe, du wirst das Video reinziehen und vergiss nicht, meinen Channel zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, solltest, weil jedes Abo, jeder Like zählt. Und ich hoffe, du hast es bereits gemacht und wenn nicht, dann mach das noch. Wäre richtig nice von dir. Easy, gern geschehen mit dem Vorschlag. Und ein Abo habe ich schon, weiss ich wie lange da. Und das Glöckchen habe ich auch schon extrem lange aktiviert und ich will von dir gar nichts verpassen. Ja, dann gibt es nichts mehr zu sagen, würde ich sagen, ausser danke dir nochmal. Und jetzt mache ich ab ans Video. Ciao zusammen und willkommen zu Grisha Yeti, grüß dich. Das Format, wo ihr könnt Kommentare reinschreiben, dass ihr von mir möchten grüßt werden und ihr könnt natürlich auch jeweils Fragen zu mir oder was auch immer in die Kommentare reinhauen. Nicht vergessen, ihr müsst das zu dem Video jetzt machen für das nächste. Alle anderen Videos werde ich nicht berücksichtigen. Das ist einfach rein zeitaufwandtechnisch viel angenehmer für mich. So, und wir fangen doch gerade mal direkt jetzt an mit den Grüßen und den Fragen nachher. Five Breads grüßt sein Hamster, sein Bett, dann der Hami, Pat und der Rob, der Wale XXX Games grüßt der Luc. Das war schon, mehr Grössen sind nicht verlangt worden, die haben Leute so größt, nicht ich soll die Größe, sondern ja, geht auch, absolut auch möglich. Dann würde ich sagen, kommen wir gerade zu den Fragen. Die erste Frage kommt von Pippo Sutter. Er fragt, «Hoi Jürg, wer ist dein Lieblingsspieler vom HCD?» Ja, mein Lieblingsspieler ist der Marc Wieser. Ich finde einfach, was der auf dem Eisfeld macht, wie der spielt, seine Art einfach hammergeil. Wie er gegen Führung geht, reindrückt und manchmal was für Goal der macht, was für Läufe. Mir gefällt einfach die Art, wie er spielt, brutalstens. Und er hat ja auch schon viele Spiele können entscheiden und hat entscheidende Goal geschossen oder Pass gemacht. Also ich finde ihn auf dem Eisfeld der Hammer beim HC Davos. Aber auch alle anderen Spieler sind natürlich brutal geil. Es ist ja der HCD. Aber Marc Wieser, mir persönlich, seine Art von seinem Spielstil gefällt mir brutalstens. 187 FCZ fragt, wenn streamst du wieder? Das weiss ich selber nicht, weil ich streame dann, wenn ich gerade Zeit und auch Lust habe. Das ist wirklich absolut spontan. Wenn du mal wieder mitkriegen, dass ich streame, dann ist es sehr wichtig, dass du mich nicht nur abonnierst, sondern nebendran das Glöckchen aktivierst. Dann wirst du sofort informiert, sobald ich wieder mal streamen sollte. Timo Rizzi fragt, wieso bist du eigentlich Colorado-Fan? Das ist eine sehr simple Sache, aber wieder mal richtig geil und cool, was da eigentlich abgegangen ist mit Verbindung zu mir. Also für mich ist es ein richtig persönlicher Bit, also halbwegs persönlich muss man sagen, war. Fangen wir aber mal an. Am Anfang, bevor es so Avalanche waren, ist es ja Quebec Nordics gewesen. Und ich habe von dieser Mannschaft mal ein paar Spiele im Fernsehen gesehen und haben die Mannschaft auch gegamed in den ganz alten NHL Games und durch das
bin ich eigentlich Fan von dieser Mannschaft geworden. Dann sind die jedoch verkauft worden ja, nach Colorado und durch das Colorado Avalanche geworden. Und ich bin natürlich mit dieser Mannschaft mitgegangen. Und jetzt kommt der geile Punkt. Jetzt kommt wirklich das Geile. Und zwar, ich habe Verwandte in Colorado, in Denver und in Breckenridge. Also, ich habe durch das sogar noch einen Bezug zu dem Ort. Ich finde den Ort auch geil. Ich bin leider noch nie in Dänemark gewesen, aber ich kenne es halt von Fotos etc. von den Verwandten und weiss ich was. Und wenn man schauen, irgendwie ist Colorado so gesagt die Schweiz von den Staaten, wenn man so ein bisschen anschaut. Auch mit anderen Sachen, aber Umgebung, Winter, Schnee, bla bla bla. Es ist für mich wie so ein bisschen die Schweiz in den USA. Und das finde ich noch geil. Also eben, als Schweizer hat es die Schweiz, USA, bla bla bla, ich wiederhole mich und so weiter. Und halt, die Verwandten, die ich dort habe, haben den persönlichen Bezug zum Ganzen. Und dann natürlich, wo dann auch noch der Ebischer dorthin gekommen ist als Schweizer, ist es auch noch etwas Spezielles durch das geworden. Plus hat er 2001 sogar noch mit der Avalanche dann den Titel geholt, der dann in die Schweiz kam. Ich bin sogar auch hergegangen, um mal den Stanley Cup in echt zu sehen. Das sind so Sachen, die sich ergeben haben. Und das ist eine Geschichte, wieso ich Avalanche-Fan geworden bin, immer noch bin und weiterhin supporten, egal wie scheiße die Mannschaft momentan gespielt hat. Und die Saison ist ja für sie mehr als noch vorbei, sogar bevor die 82 Spiele waren. Ist für sie ja die Saison schon lange gelaufen gewesen. Ich hoffe einfach auf die nächste Saison, denn in der NHL das ist in einer Saison scheiße sein und in der nächsten Saison kannst du rein theoretisch gerade den Stanley Cup gewinnen. Ich freue mich auf jeden Fall dann schon auf die neue NHL-Saison. Ja, das ist eigentlich auch so gesehen die Geschichte, die spezielle Sache, die durch den Verkauf, durch die Geschichte ein bisschen entstanden ist, wegen persönlichen Beziehungssachen, also familiäre Sachen, die dann halt entstanden sind, automatisch durch das. Ja. Ein bisschen verschnarrt. Gehen wir jetzt zur letzten Frage der heutigen Episode. Und die kommt via Instagram. Ihr habt am Anfang gesehen, ich habe da wirklich einen Post gemacht. Es sind ein paar geliked, aber es hat nur eine Frage gegeben. Und diese Frage werde ich jetzt beantworten. Ossi der Babo fragt, zu welchem Match bist du zum ersten Mal gegangen und wenn? Wenn's kann ich mich nicht genau erinnern, wenn der Match war, aber das wird ein paar Jahre her sein. Schätzungsweise werde ich so um die zwischen 4 und 6 sein, oder so schätzungsweise in diesem Alter rum. Und das, ich weiss noch welche Mannschaft, aber frage mich, wer gewonnen hat oder was genau für ein Match es war. Es war jedoch EHC Chur gegen Arosa. Das war ein Match, den ich gesehen habe, aber keine Ahnung mehr, was es genau war. Ob das jetzt ein Ligamatch war oder ein Freundschaftsspiel, irgendetwas. Frage mich nicht, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es die zwei Mannschaften waren, die gegeneinander angetreten sind. Und damals bin ich natürlich für den EHC Chur gewesen. Ich habe nur aus dem Alter, ich meine, du bist natürlich beeinflusst gewesen, ein bisschen von den Eltern auch. Und eigentlich bin ich dort schon sehr Davos-Fan gewesen. Aber dort habe ich dann gleich für den EHC Chur gehabt, weil man ist ja mehr verbunden ist mit Chur als mit der Rosa, obwohl in einer Rosa als Davos, also keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wieso bin ich von Davos-Fan geworden? Ich glaube, Davos-Fan bin ich geworden, weil ich rebelliert habe, weil alle EHC Chur-Fans waren oder ein Rosa-Fan und die haben das nicht wählen, etwas anderes Fan sein. Und bin dann, wahrscheinlich bin ich wegen dem Davos-Fan geworden. Keine Ahnung mehr, wie ich Davos-Fan geworden bin, aber ich glaube, es war wegen dem gewesen. Aber das ist aber der erste Match, den ich gesehen habe, wirklich live. Das war EHC Chur gegen Arosa gewesen. Ja, das war's jetzt mit der Erfolg. Grisha Yeti grüßt dich. Wenn du auch möchtest, wie gesagt, mal grüßt werden in so einem Video, dann schreib das unten in einen Kommentar. Wenn du Fragen an mich hast, dann ab mit diesen Fragen auch in die Kommentare. Vergiss nicht, meinen Channel noch zu abonnieren. Ich sehe, es gibt jenste Leute, die meine Videos schauen, die noch kein Abo da haben. Also, wenn du einer von denen bist, dann doch unten auf Abonnieren klicken. Es ist ein kleiner, einfacher Klick für dich, aber ein grosser Klick, eine grosse Unterstützung für mich. Das wäre richtig nice und ich würde dich natürlich absolut feiern, wenn du das machen würdest. Ja, jetzt am Ende. Ich danke euch allen nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!